Ton, okay. Jetzt ist der Ton weg. Ton. Na, Ton gibt's schon. Hörst du einen Ton? Ja, ich höre was. Okay, schaut mal, ob der Ton geht. Geht's? Okay, super, vielen Dank. Test. Ja, grüß dich, servus. Heute haben wir irgendwie Tonprobleme, ja? Könnt ihr an Andreas hören? Weil ich höre den total lustig mit Schlumpfstimme. Dani, kannst du an Andreas hören? Warte mal kurz, Andi. Nochmal? Hört an Andreas auch wie ein Schlumpf? Ja, das hört sich auch so. Oh. Hört sich immer noch wie ein Schlumpf an. Ja, so, also, hi, grüß euch, servus. Brutal, was da schon los ist. Montag. Ich habe mir gedacht, Montagabends nach der Arbeit gestresst, einfach so eine chillige Runde, war so die Idee. Grüße zurück nach Thüringen. Ja, es ist nichts geplant. Ich habe einfach Bock gehabt zum Streamen, mit euch ein bisschen ratschen, ein bisschen was schauen. Ich habe mir überlegt, später Fotobearbeitung, so Fotodings. Ich habe mir da ein paar Fotos rausgesucht. Wenn ihr Bock habt, können wir die zusammen anschauen, ein bisschen bearbeiten. Dann könnt ihr mir ein bisschen was lernen, ein bisschen beibringen. Fotoderen, solange machen wir heute nicht, genau. Ich habe einfach was gedacht, so ein gemütliches Zusammensein ein bisschen. Der Pod Andreas hat ein cooles Video rausgebracht, habe ich vor kurzem gesehen. Das könnten wir uns zusammen anschauen. Deswegen war er auch kurz da. Aber irgendwas stimmt mit dem Ton nicht. Und ja, herzlich willkommen. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Also ich muss mich erstmal entschuldigen bei den Leuten, die da sind. Ich habe so viel Mitleid bekommen von euch. So viel Mitleid wegen meiner gestohlenen Kamera. Ich habe so ein scheiß schlechtes Gewissen gehabt. Da ist wieder der Andi. Schauen wir mal. So, nochmal probieren geht's jetzt? Perfekt, super. Ja, ich habe den Browser gewechselt. Okay. Und also, grüß dich. Ja, hallo. Wobei die Stumpfstimme war jetzt auch witzig. Ja, aber da hat man nicht so viel verstanden, glaube ich, oder? Nicht viel, aber es war witzig. Ja, wobei ich muss mich jetzt schon entschuldigen. Mich hat irgendwie durch den Wetterwechsel die Grippe so ein bisschen erwischt und ja. Ich bin seit 2 Wochen nur am Husten. Ich habe jetzt eine ganze Schale mit Hustengürtel schon stehen. Ja, kann ich mir auch mal eins nehmen. Habe ich hier auch noch eine stehen. Aber sowas von hartnäckig. Ja, wir haben heute Frühstück von den Bauern bekommen und um 13 Uhr Feierabend gemacht aus Solidarität. Also 1 Stunde. Das schlechte Gewissen, ja, mal, ohne Witz, Leute, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich kann euch das dann später mal zeigen. Ich habe das Video noch gar nicht fertig gehabt. Da sagt der Dani in der Früh, scheiße Dani, ich habe Scheiße gebaut. Das Video mit der Kamera, wo ich das Ding, der kurze Short, der Olaf hat es natürlich kapiert. Das Ding hat 1500 Aufrufe gekriegt. Ich habe eine Nachricht nach der anderen gekriegt mit so viel Mitleidsbekundungen und ich denke mir, oh mein Gott. Ja, aber das war doch klar, oder? Was da passiert war. Ja, ich sage mal, für 90% nicht. Also 90% haben das ernst genommen. Und ich denke mal, oh, scheiße. Nö. Ja, aber du hast doch zum Ende des einen Dings doch direkt schon gesagt, ja, ich glaube, ich weiß was oder irgendwie so oder ich habe dann Verdacht irgendwie und dann. Genau, dann schon, ja. Also. Nee, Dani, guten Morgen. Der Markus hat, glaube ich, Scheiße gebaut. Das Handy die ganze Zeit bling, 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 bling. Ja. Du hast, also ich würde sagen, ganz spontan chillen mit euch war so die Idee einfach und ich habe da ein paar Bilder rausgesucht, Fotos, können wir mal schauen, Lightroom oder so, wenn wir Bock haben.
Also ein Foto mal bearbeiten. Genau. Ja. Aber wenn ihr Bock habt, können wir uns vom Andreas das Video schnell anschauen, weil das habe ich irgendwie total fasziniert. Also, will ich schnell gucken, wie das da umschalte. Was? Mit zur Bühne hinzufügen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da Das war es ist ja gerade super. schon. Das ist super, dass du da bist, weil ich da wirklich Fragen habe. Genau, da ist er. Die Dani hat den Zirkus geklaut, ja. Ja. Das ist ja jetzt sein drittes Video, gell? Ja. Genau. Beziehungsweise das vierte ist auch schon hochgeladen. Ah, okay. Das dritte ist am Samstagmorgen ganz spontan noch entstanden, weil es einfach besser passte. Wegen dem Monat habe ich gedacht, komm, das ziehst du jetzt vor. Okay. Und habe das für Sonntag geplant, eigentlich um eine Woche verschoben. Pass bei spontanen Videos auf, ich sag das. Warum? Guter Tipp. Ja, Guter Tipp. gut, ich habe ja immer noch ich nenne sie mal Aufnahmeleitung dabei. Ah, okay. Im Moment unterstützt mich ja meine Tochter, die das Das ist Filmen macht. praktisch. Das ist praktisch. Andreas Weiser, grüß dich aus Helmlingen. Klingt nach Schwabenland. So. So, jetzt haben wir es von Anfang an. Ich weiß jetzt nicht vom Ton, ob das passt. Es ladet und ladet. Ich mache das mal groß. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, mach mal groß. Uns beiden wegnehmen kannst du nicht, oder kannst du das auch mal ganz groß machen? Ach ja, hier haben wir die Kameraassistentin. Genau. Cool. Hat sie die Kamera auch nicht richtig eingebaut, Okay. weil wir filmen mit dem iPhone und so ein Gimbal von Sijun, den ich vor ein paar Jahren mal geschenkt gekriegt habe, und da war der gerade halt zu sehen. Okay. Also ich nutze auch das iPhone und ein DJI-Gimbal und muss sagen, das iPhone macht Hammer Aufnahmen. Also gibt es nichts zu meckern. Also Genau. Doppelklick auf das große Fenster. Hallo Leute, hallo YouTube. Heute bin ich unterwegs, um mal ein Jahresprojekt zu starten. Ein Jahr in einem Bild. Ich habe das schon zweimal gemacht, nämlich einmal 2014 und 2019. Da bin ich dann entsprechend los, jeden Monat ein Bild und habe dann Ende des Jahres daraus ein Bild gemacht. Ich blende euch jetzt hier einfach mal die von den beiden letzten Jahren die Bilder ein. Du hast ja wirklich von 2014 die Fotos aufgehoben. Das ist ja echt verrückt, oder? Ja. Das sind Aufnahmen von 2014. Wir sprechen da praktisch jetzt von 10 Jahren. Ja. Vor 10 Jahren genau an dieser Stelle. Genau. Und das Foto finde ich so verrückt eigentlich. Mir ist das gar nicht so aufgefallen am Anfang. Die verschiedenen Jahreszeiten, was du da zusammengefasst hast. Du hast da links praktisch Winter, schätze mal. Oder Genau, das ist halt im Grunde, da sieht man den Streifen nicht ganz so gut. Also im Grunde, der erste hellere Streifen, der weiße, das ist März schon. Ah, okay. Aber wie du das da zusammengefügt hast, das ist ja, wenn man da wirklich genau hinschaut. Ja, das sieht man ja auf den nächsten beiden gleich. Okay. Deshalb hatte ich die bewusst einfach mit dabei gemacht. So, wenn du jetzt mal anhältst. Ja. Gut. Das ist das gleiche Foto wie vorher, oder? Ja, das ist jetzt 2014. Wenn du müsstest noch ein Bild weiter, dann hättest du das von 19 nochmal wieder. Okay. So, das ist jetzt ja. 19. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind tatsächlich 12 Fotos. Ja. Also mir hat das echt fasziniert, vor allem die Geduld. Du rennst da ja jedes Monat hin, richtest die Kamera aus, das sehen wir später dann noch mit Wasserwaage. Ja. Und dann braucht er so ein Projekt, bis du so ein Foto fertig hast, wirklich ein Jahr. Genau. Ich hätte die Geduld nicht. Ich bin so spontan, zack, 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 schneiden, fertig. Ja, und deshalb mache ich das halt nur alle 5 Jahre.
weil es halt schon ein ziemlicher Planungsaufwand ist oder Disziplin auch halt. Ne? Ja. Lass mal weiterlaufen. Hm? Und will ich mal erklären, wie ich entsprechend die Bilder mache. So, jetzt fange ich mal an aufzubauen. Da bei der Szene denke ich mir, oh, der Andreas hat das Stativ schon öfters aufgebaut. Da will sie lachen müssen. So routiniert, zack, 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 klack, klack. Ich brauche ewig für mein Stativ. Okay. Also anscheinend benutzt du das öfters, oder? Ja, und ich habe das auch seit 20 Jahren. Ah, okay. Ja, meins ist total dünn und wackelig. Ich brauche da unbedingt ein neues. Aber das ist ein Kugelobjektiv oben, oder? Ist ein bisschen eine Kugel. Aber Das ist ein Kugelkopf, ja. und du hast da so ein richtiges festes Plate, so richtig feste Platte drin, ja? Ja, ich habe an der Kamera habe ich einen L-Winkel dran. Okay. Bei hier war da das ganz normale, das komische Eckige, was du einrasten musst und dann mit so einem Schieber. Aber du hast ja dann an der Okay. Kamera unten praktisch auch ein Bauteil hingeschraubt, gell, was du draufschieben Ja. kannst. Okay, Ja gut, das könntest du jetzt hier auch machen, so eine kleine Platte da drauf. okay. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel an dem Gimbal dran. Ah, Gibt es halt auch, aber ich habe jetzt einfach den L-Winkel auch als Schutz so ein bisschen für die Kamera nach unten und zur Seite. okay. Der Dronecraft ist da. Hi Jörg, grüß dich. Ganz besondere Ehre, dass du da bist. Freue mich total. Wir schauen gerade ein Fotoprojekt vom Andreas an. Ja, genau, Michael, richtig, ist ein Gizzo-Stativ. Okay. Aber schau, das machst du blind. Und der Kopf ist ein AK Swiss Monoball, Okay. den ich mir dann vor 20 Jahren irgendwie geleistet habe. Aber das geht ja auch richtig hoch, das Stativ. Also meins geht gar nicht so hoch. Das kriegst du wirklich auf Augenhöhe, gell? Sogar noch höher. Ich habe ja die unteren Wow. Segmente nicht komplett ausgezogen. Die untersten, gell? Ja. Ja, und das ist der einzige Nachteil bei dem Objekt, bei dem Stativ, weil das halt so alt ist. Die neueren Carbon von Gizzo haben an den unteren Segmenten haben die entsprechend so Markierungen. Dann kannst du das wesentlich besser schon voreinstellen. Ah, okay. Das hat dieses nicht. Ja. Aber 20 Jahre, das Drum ist doch super. Ja. Ja, im Stativ vergeht ja nichts. Ja. Ja. Fester Sitz, das habe ich auch schon gelernt. Also ich habe Ja. angewöhnt, dieses Stativ immer einmal so in die Waage zu stellen. Habe dafür mir hier das Stativ, was ich verwende, hat hier so eine kleine Libelle, wo man das entsprechend dann machen kann. Grüß dich, Tranium. Und dann kommt halt oben auf die Kamera auch nochmal eine Wasserwaage drauf. Ja. Aber das Auswiegen oder das Ausloten, das ist schon wichtig bei den Fotos, oder? Wenn du das da ein bisschen schief machst, dann passt das. Genau, dann hast du halt hinterher zu viel Verschnitt. Okay, Und wenn du Verrückt. vom Stativ arbeitest, Aha. arbeite ich eigentlich fast immer mit der Wasserwaage. okay, Das wenigstens halt in der Horizont, dass der halt gerade ist. Weil? okay. Kugelkopf ist nichts für mich, Wildlifer. Okay. Weiß ich nicht. Also ich kenne eigentlich die viele Wildlifer, die haben entweder den Kugelkopf oder halt diese komische Schwinge, weil. Also ich habe so ein blödes Stativ, da muss ich für jede horizontal, vertikal extra Schrauben lösen. Wie so Scharniere. Ja, und hier ist ja nur diese eine dicke Schraube, die da zu lösen Genau. ist. Von daher gesehen finde der Kugelkopf jetzt irgendwie schöner. Mal gucken. Ja, und der hat halt eine Friktion. Das heißt, du kannst ihn halt so einstellen, dass dass der klemmt, aber mit einer entsprechenden leichten Kraft das trotzdem noch bewegen kannst. Ah, okay. Offenschaukel. Und deshalb habe ich mich für den entschieden. Der kann dir halt nach vorne nicht umschlagen. Wenn du in der Friktion drin bist, fängt der, Ach so. je weiter du nach vorne kommst, fängt er immer mehr an zu sperren. Ah, okay. Das kann bei meinem schon passieren, wenn ich da eine Schraube nicht festschraube, dass die Kamera. Ja gut, wenn ich jetzt hier die Klemmschraube als komplett lose habe oder so lose habe, dass ich wirklich am Einstellen bin, dann Okay. passiert mir das hier auch. Aber wenn ich in der Friktion drin bin, passiert mir das nicht mehr. Okay. Aber du hast die richtige Kamera in der Hand. Schauen wir mal. Ja, ich denke, ich werde auch noch mal ein Video machen, zu sagen, okay,
wie ich zur jetzigen Ausrüstung gekommen bin und wie ich sie finanziert Mhm. habe. Mhm. Ist vielleicht auch mal ganz interessant. So, ich hatte es ursprünglich gedacht als Reaction-Video auf das von Uwe, aber seine Gründe sind ja absolut nachvollziehbar. Deshalb würde ich es nicht als Reaction-Video sehen, sondern eher zu sagen, okay, mein Weg von analog zu digital oder von Olympus nach Nikon. Okay, das ist bei mir komplett vorbeigegangen, analog. Schauen wir schnell weiter. Ha? Ja. Das ist die Z9, oder? Ja. Ja, und bei mir war halt die Entscheidung, gehe ich auf die Z9 oder Z8? Okay. Und dadurch, dass ich halt sehr viel auch Hochformat mache, war eigentlich für mich die Z9 die bessere Alternative und ich habe die halt gebraucht gekauft. Okay, was kostet sowas gebraucht jetzt? Z9? Die habe ich für 4,6 gekauft. Oh, das ist ein gebrauchter Kleinwagen, ja? Ja, Wahnsinn. ja, gut, also ich kann es jetzt hier sagen, ich mache halt bei der Volksbank Gewinnsparen. Okay. Jeden Monat sind das 100 Euro. Okay. Und die habe ich dann am Ende des Jahres immer so als Fotobudget. Das heißt, du kriegst ja dann am Ende des Jahres die 1.000 Euro mehr oder weniger zurück von denen. Mhm. Okay. Und hatte denen das Glück, dass ich da im Sommer ich habe 2 Losgruppen, A10 Lose. Okay. Und da habe ich auf beiden Losgruppen jeweils einen mittleren, also so einen kleineren Gewinn gehabt. Das ist praktisch. Das ist cool. Ja. Das ist immer so ein schönes Zuckerl, ja? Ganz genau. Du musst dir dann was leisten kannst, ja. Genau, und dann halt die alte verkauft. Okay. Habe da halt noch einen Aufkäufer erwischt, der noch ein bisschen was dafür bezahlt hat. Okay. Habe also über 2.000 Euro für meine Z7 II gekriegt. Wie viel? Entschuldigung, wie viel es kriegt? Über 2. Okay. Zwei, Also zwei, der drei meine ich. Wertbestand bleibt schon ein bisschen erhalten, ja, bei Kameras. Kannst sagen, was du willst. Ja, aber inzwischen sind die halt extrem gefallen. Oder? Ich weiß gar nicht, ich kann mal eben gucken, Okay. wo jetzt die beiden Kameras jetzt liegen im Moment. Es gibt ja diese Gebrauchpreisliste. Okay. Jörg, ja, mit der Kamera habe ich Glück gehabt. Gut, dass du wieder aufgetaucht bist. Da habe ich riesen Glück gehabt. Und Andi ist auch da. Grüß dich, Andi. Wird Zeit, dass wir uns mal treffen. So. Die Z7 II wird im Moment mit 875 Euro gehandelt. Z6 II für 1190. Okay. Da bin ich aber enttäuscht von der Sima. Ja. Ich lasse mal weiterlaufen, Andi. Ja. So, die Aufnahme mache ich mit 24 mm. Habe ich die letzten Jahre auch immer gemacht, weil das. Ich hatte auch ursprünglich mal welche mit 16 mm gemacht, das war mir dann aber zu weitwinklig, sodass ich die anderen beiden Jahre 24 gemacht habe. Und so mache ich dieses Jahr das auch wieder mit 24, damit ich dann später mal in Ausstellungen oder so diese Bilder nebeneinander hängen kann und sagen kann, okay, das sind die einzelnen Jahre. Gut. Einstellung. Ich bleibe in der Zeitautomatik. Gehe auf Blende 8, das hatte ich mir aufgeschrieben von den Jahren vorher. Verrückt. ISO natürlich dann auf die Kleinsteinstellung. Bei meiner Kamera ist das ISO 64. Zeit gucken wir dann gleich mal, was ich würde das einen Tag später schon wieder vergessen, was für Blende ich gehabt habe und was für Objektiv. Ja, aber das kannst du doch aus den Bildern auslesen. Ich habe es mir aufgeschrieben auf diese Vorlage, die ich ja dann gleich noch zeige. Irre. Wir reden ja doch nicht von einer Woche, sondern von Jahren. Das ist irre. Ja, aber da steht es halt drauf. Okay. Da steht die Brennweite und die Blende steht drauf. Okay. Und dann zeigt mir so ein 20. Album. Jetzt richte ich mir die Kamera grob aus. Ich habe mir über die Jahre gemerkt, hier ist so eine kleine Einrichtung hier. Da stelle ich dann darin und gehe ich mich, um das Kamera einzustellen. Die Einbuchtung, die kommt doch von dir, oder? Über die Jahre, ha? Nee, da hatte jemand, weil da sind Angler häufiger und da scheinen die mal für irgendwie ein Zelt oder was das Plan gemacht zu haben. Ach so, okay. Und deshalb ist da so eine leichte Kante, man sieht die so, nicht so richtig auf dem Video. Ja. Ihr überdenkt die Kind von dir. Jedes Jahr, jedes Monat. Und dann habe ich mir damals beim ersten Mal ein Bild hier gemacht, mir das ausgedruckt, was ich dann ungefähr so als Referenz nehmen kann, damit ich ungefähr weiß, wo das ist.
und habe dann da vorne einen markanten Baum, der bis direkt ans Ufer steht. Das ist so ungefähr meine Orientierung, bis wo ich das machen will. Und fokussiere dann ja in der Regel auf das DLRG-Gebäude, was man da hinten sehen kann, sodass der Fokus dann auch immer an derselben Stelle ist. Auch nutze ich hinter einem Ausrichten der Bilder das DLRG-Gebäude somit als Referenz. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Durch. Der Michael wird die Schwäne wieder fotografieren. Wildlife. Ja, ich weiß gar nicht. Im Frühjahr waren auch jede Menge Graugänse. Ah, okay. Ja. Das ist jetzt eingestellt. Ah ja. Blende 8 haben wir da, ein 20. ISO 64. Okay. Genau. Nur, dass man das jetzt entsprechend sieht. Und dann gehe ich jetzt noch in den Blitzauslöser und mache jetzt hier 4, 5 Aufnahmen. Achso, den Selbstauslöser, klar, das habe ich jetzt auch schon rausgekriegt, das hat mit der Belichtung zu tun, ja. Dass du eben das Verwackeln von dem Drücken. Genau. Das habe ich schon gelernt. Und gerade ein 20. so ab zwischen 20. und einer Sekunde, Ja, gerade bei deiner Kamera auch noch, wo du den Spiegelschlag ja noch hast, ist Okay. die extrem empfindlich für diesen Spiegelschlag. gehört Dinge mal. Also am besten Gut, die immer sagt mit, jetzt den Spiegel natürlich nicht, okay. aber das ist einfach eine Angewohnheit von mir. Wobei Mhm. ich habe auch noch den Kabelfernauslöser, den hatte ich aber jetzt vergessen mitzunehmen. Bei der Nikon kannst du ja mit der App, wenn es ist, auch machen mit dem Handy. Außer du Geht filmst auch, mit dem genau. Handy. Genau. Bei dem Dieselcup ist das eigentlich noch wieder egal. Sonst bei dem wärmeren Wetter gucke ich dann immer, je nachdem wie die Wolken dann ziehen oder so, oder wenn da gibt noch eine andere Position, wo ich dann noch hinfahre, die zeige ich euch dann im Februar. Da achten wir auch noch drauf, wie dann die Leute unterwegs sind. Wenn ich nicht habe, ich habe die Kamera gerade nicht sauber ausgerichtet. Probieren wir das nochmal. Die Wasserwaage oben erinnert mich an die alten Agfa-Blitzwürfel, was du oben drauf Ja. geschraubt hast. Genau. Gell, die haben auch so ähnliche Ding gehabt. Ja. Also ich hatte den da das erste Mal benutzt. Ich habe sonst eigentlich eine andere Wasserwaage. Ich werde den auch nicht mehr nutzen. Der geht zum einen relativ schlecht drauf und die Markierung und die Größe der Luftblase, passen nicht so richtig zusammen. So Also ungenau die- schätze ich fast, gell? Auf die, Genau, die Luftblase ist viel zu klein für die Markierung. Okay. Aber so ein Hatte cooles das Ding- Gimmick. Ja, ich hatte das mal gekauft, weil die kannst du halt einmal reinstecken und kannst den sowohl im Quer- als im Hochformat ohne neu zu stecken verwenden. Okay. Achso, Aber- ja klar, stimmt, ja. So dolle ist der jetzt nicht. Ich werde wieder auf meinen alten gehen. Der Bernie, grüß dich, Bernie, servus. Nein, Bernie, hast recht, hat keinen Spiegel, sondern du hast den Verschluss halt. Aber auch der Verschluss führt zu einer bestimmten im gewissen Grad eine Erschütterung. Und im Hintergrund fährt der Bauernprotest vorbei, oder? Das sind die Bulldogs auf dem Weg nach Berlin. Kann das sein? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wer es da hergefahren ist, aber kann Okay. durchaus sein, ja. Ich denke, ich mache jetzt heute 2 Aufnahmen. Jetzt die eine war ja wegen nicht sauber eingestellt, das ist jetzt die zweite. Ich mache jetzt noch 2 Stück. Gucke dann durch, ob dann irgendwo was zu Hause, ob da noch irgendwas nicht passen sollte. Und werde dann 2 Stück davon behalten, aus denen dann hinterher dann das fertige Bild. Ja, wenn euch das interessiert, folgt mir gerne. Nächsten Monat, wie gesagt, meist von der zweiten Location.
Mach dann jedes Jahr 2 Locations und Ende des Jahres zeige ich euch dann, wie ich die Bilder zusammenmontiere, wie das eine Bild dann steht. Ja, richtig geil. Richtig geil. Also da bin ich auf alle Fälle gespannt, vor allem mich fasziniert das so, weil das wirklich ein Projekt ist über Jahre. Gell? Das ist nicht so was Kurzes. Jeden Monat an die gleiche Stelle. Hammer. Ja, ist halt ein reines Disziplinthema, oder? Also du musst halt wirklich dir überlegen zu sagen, okay, Ja, was steht den Monat an welchem Tag habe ich Zeit, wann kann ich es machen und dann dahin fahren. da Disziplin fehlt schon wieder bei mir. Ach nee, das mache ich Ja, aber das ist von morgen. mir aus, sind das 10 Minuten zur ersten und dann nochmal 10 Minuten weiter zur zweiten Location. Okay, von der zweiten Location haben wir jetzt so gar nichts gesehen, gell? Das war jetzt Nee, genau. Ja, die Leute, also gezeigt habe ich davon schon Bilder, sind noch bei Instagram. Okay. Kann ja schon mal ein bisschen spoilern, aber hier gezeigt habe ich jetzt hier in dem Video jetzt nichts. Ich werde auf alle Fälle deinen YouTube-Kanal unten in die Beschreibung reinknallen. Das freut mich, ja. Vielleicht folgt da auch der ein oder andere. Da bin ich mir ziemlich Ja. sicher, weil ich finde das wirklich spannend. Jetzt schaue ich gerade, der Michael Ritter. Du, Michael Knight, hast du irgendwas Neues? Oder der Bernie, wir könnten auch mal beim Bernie reinschauen, weil den kenne ich sogar. Der kommt aus meinem Dorf. Können wir auch mal kurz reinschauen. Das ist jetzt für dich, Andreas, ganz was anderes. Okay. Können wir mal kurz. Ja, okay. Ja, aber der Bernie hatte nämlich auch so ein Jahresprojekt. Jetzt schaue ich bloß schnell, ob ich es finde. Also. Jetzt will ich das zumachen. Oh, Mann. Augenblick. Ja, im Endeffekt können wir aufrufen, wer Bock hat, einfach mitmachen. Sucht euch eine Location und dann jeden Monat ein Bild machen. Ja, die Anleitung hast du jetzt schön gemacht, wie es am besten funktioniert. Ja. Ist ja ideal. Achtung, jetzt drückt man hier drauf. Genau. Das ist nämlich der Kanal vom Bernie. Mit Bernie, der macht eher, ja, jetzt wollte ich sagen Drogenflüge. Oh mein Gott. Na, ja, Drohnen. Drohnenflüge. Ja, nicht, dass auf einmal die Staatspolizei auf einmal ihm steht. Ja, wenn es draußen läutet, genau. Der zweite Strike wegen Drogenflüge. Ja. Also, wie gesagt, den Bernie kenne ich, mit dem war ich auch schon Drohnen fliegen. Es ist auf Bayerisch auch richtig wilder Hund. Also, was der da mit der Mini 1, der fliegt mit der Mini 1, gell? Das allererste DJI-Modell von den Vollbahnen. Okay. Total irre. Also, bei den Modellen bin ich dann raus. Ich weiß so gerade, dass die guten Dinger vom DJI kommen. Genau, und das war die erste faltbare kleine Drohne und der fliegt da immer noch rum mit dem drum. Das ist brutal. Ja. Aber der Bernie fotografiert auch und der hat auch so ein Jahresprojekt. Also kann man da mal kurz reingucken. Werbung kann. Werbung ist wichtig. So. Jetzt pass auf, und zwar, was mir beim Bernie so gut gefällt, das habe ich von ihm gelernt, er schreibt da immer was dazu, also da gibt es ja immer was zum Lesen. Der wird zwar was haben, Fotografie und Diabetes gemeinsam. Beides ist kein Zuckerschlecken. Ich habe mich kaputt gelacht. Betroffene mögen mir diesen Wortwitz verzeihen. Nun gut, Ende 2022 hatte ich eine wahnsinnig tolle Idee. Die allereinfachste Analogkamera, die ich habe, mit einem 24er Farbfilm. Da hat es auch die 12er gegeben damals, oder? Und die 24er. Und 36er. Und, okay. Also immer, deshalb hat ja Olaf das 5 aus 36. Ah ja, klar, logisch. Ja. Und jedes Monat im Jahr 2023, am jeweils 1. und 15., schau mal, der Bernie macht das noch krasser, der macht das sogar auf den Tag fest. Ein Foto machen, egal wo ich mich gerade aufhalte oder völlig egal, was denn auf dem Foto drauf ist. Der Film war übrigens ein Kodak Ultramax 400 für die Nerds. Bin ich komplett raus, was Filme angeht.
Am Schluss waren es nur 16 Fotos, auf denen man zumindest etwas erkennen kann. Der Rest nicht belichtet. Blödsauss. Projekt gescheitert. Okay. Ich finde das gar nicht gescheitert. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Es geht. Geht, ja. Okay, Film falsch eingelegt. Hier, oder? Ja, Das ist er hat eine Übergang. Tuppnamp eingelegt. Okay, Beziehungsweise verstehe. nicht weit genug transportiert. Okay. Ja, ich habe bei 88 analog angefangen, also von daher kenne ich die Okay. Fehler alle. Ja, aber ist nicht schlimm. Also, Adept wie ich, der da jetzt mal das kehrt so. Ich Also hätte das auch jetzt nicht mit- gewusst, dass das ein Fehler ist vom Nee, Film. auch dann diese Fehlerweise nicht richtig, nicht richtig Okay. eingelegt oder verkehrt rum zurückgespult und dann eine Knickbelichtung gemacht. Okay. Auch alles passiert. Aber das ist halt einfach Kompaktkamera, soweit ich das richtig gesehen habe, gell? Und da kannst du nicht irgendwie den Mond da super ranzoomen. Also das ist einfach, ja. Deswegen gefällt mir das einfach so. Einfach Ja, eine hängt jetzt davon Kamera. ab, was ich für eine Ausrüstung habe. Oder? Wie bitte? Hängt davon ab, was ich für eine Ausrüstung habe. Also, Ja. Ja. Aber da, Mandarine im Glas. Ich habe zweimal hingeschaut, weil es hat ausgeschaut wie ein Spiegelei. mhm. Aber jetzt wirklich, Andreas, waren die Fotos früher wirklich so? Mit den kleinen Kompaktkameras? Von der Auflösung her und so? Er müsste mal sagen, wie er die jetzt gemacht hat, ob das jetzt abfotografierte Abzüge sind. Okay. Also, nein, so haben die nicht ausgesehen. Okay. Also, ja, du hast ein bisschen mehr Körnung drin gehabt und so Ja. weiter, aber nein. Okay. In den verlinkten Videos ist jeweils ein Foto von der Kamera. Okay, danke dir. André, grüß dich, ja, servus. Ja, und hier siehst du ja einfach, das ist so das, was Ja. normal wäre. Ja, das andere war einfach die Lichtbedingung, ja. Ja, entweder Lichtbedingungen unterbelichtet aufgenommen, je nachdem, wie er es dann digital übertragen hat, also ist da irgendwas schiefgegangen. Ach, vom Labor digitalisiert, okay. Ja, dann haben die keine gute Arbeit geleistet. Anjo, grüß dich, habe die Ehre nach Fürstenfeldbruck. Das freut mich, dass du da bist. Gut, da hat er Probleme mit der Schärfe irgendwie gehabt. Hm? Da hat er Probleme mit dem Scharfstellen irgendwie gehabt, oder? Mhm. Okay. Kann natürlich sein, dass das Bild gerade jetzt von dem Bushäuschen, dass es auch wieder zu dunkel aufgenommen war und deshalb dann das Labor beim Scannen Probleme hatte. Ja, mitten in der Früh, gell. Anjo, ein grimmiges Servus zurück, ärgere mich gerade. Wieso, Anjo, was ist los? Heute ist Montag, wer sich nicht geärgert? Ja, da ist wieder ein bisschen schärfer, gell? Im Licht. Ja. Oh, Vitamine. Also der Bernie war auch in Wien, also wer den Kanal mal anschauen will, und hat von dem alten Friedhof Fotos gemacht. Also richtig, richtig geile Okay. Fotos.
Die gelbe Karte, der Beckenbauer ist tot, habe ich vorhin gesehen in den Nachrichten, wollte ich gerade einwerfen. Mhm. Der Kaiser, Wahnsinn. Jetzt hat Fotoapparate. Oh, jetzt Andreas, jetzt pack aus. Was kannst du erkennen? Du hast bestimmt Ja, die Hälfte das- schon gehabt. Nee, so viel hatte ich gar nicht. Okay. Aber sehr schwer zu erkennen, weil es halt nicht wirklich scharf ist. Ne? Das ist halt. Also ich erkenne da was Kompaktes und wirklich, ist schwierig, ja? Ja, Das wäre jetzt interessant. das scheint eine etwas modernere zu sein. Da Eine hervorragend, ja. SLR. Eine SLR. Könnte Das auch ist- sogar schon eine DSLR sein. Das da hinten ist ein Nikon ZF in Retro, schau. Nee. Nee, nicht wirklich. Also ich habe die FM2, die ja Vorbild für die Retro-Kameras von Nikon gewesen ist, habe ich gehabt selber. Okay. Aber das ist der einzige Fehlkauf bei Nikon bei mir gewesen. Ich habe bloß 5 Filme damit belichtet. Oh. Ja. Das wäre jetzt spannend gewesen. Schau mal. Olympus OM1. Okay. Ich bin damals mit der OM20 gestartet. Wie bitte? Wann? Mit der OM20 bin ich 1988 gestartet. 1988. Da war ich gerade mitten in der Pubertät. Instagram geht mir voll auf den Nerv, ständig mittlerweile Probleme beim Beitrag posten, verliere ich da gerade die Lust. Du, Mike, schön, Instagram habe ich bis heute noch nicht kapiert. Das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das voll in die Hose gegangen ist. Klar, es fehlen ein paar Bilder. Aber das ist ja genau das Disziplinthema, was wir eben schon mal hatten. ja. Also ich darf sagen, das ist gar nicht in die Hose gegangen, aber solche Fotos finde ich spannend. Ich finde es Ja. aber spannend, weil das ganze hochgezüchtete Zeug kann man auch irgendwann einfach nicht mehr sehen. Also, ja. Und wie gesagt, das sind wirklich Drohnenaufnahmen. Also wer da vorbeischauen will, kann ich wirklich empfehlen, ja. Und es sind nicht wenige. Da bin Höring, das ist mein Dorf. Ja, okay. Hier haben wir Kodak Retina, okay. Ja, auch eine interessante Kamera. Da kannst du, da wird das Objektiv reingeschoben. Und dann kommt dann diese Klappe dann entsprechend davor. Ja, da vorne. Ja, okay. Ja. Da ist das Scharnier. Okay, das ist interessant. Also wie gesagt, wenn es so mögt, schaut's rein. Genau. Schalten wir hier mal wieder um. Jetzt sind wir wieder im Vollbild. Ja. Ja, Bernie, gern. Der Anjo, was hast du für ein Handy? Ich habe auch den Osmo Pocket 3 und nutze die Mimo-App. Mimo kenne ich gar nicht. Mimo, sagt man gar nichts, überhaupt nichts. Jetzt überlege ich gerade, wollen wir uns da irgendwas anschauen? Wird es noch irgendwas geben? Oder eigentlich wollte ich so in die Fotobearbeitung ein bisschen reinschauen mit Ja, euch? dann geh doch rein und dann kann ich dir sagen, was ich anders machen würde oder so. Oder vielleicht ein paar Okay. Tipps geben. Können wir machen, ja. Dann schaue ich jetzt bloß wegen, wie wir es jetzt am besten machen. Fotobearbeitung, glaube ich, ist halt immer ein bisschen schwierig mit der Auflösung, ja. Ja, gut, aber. Ich habe mir das Bild jetzt auf den Hauptmonitor gezogen in voller Auflösung. Okay. Also geht das eigentlich. Also, das sind die verbrecherischen Fotos von der Bavaria, Dani. Da habe ich jetzt einfach mal welche ausgesucht, was ich jetzt so persönlich interessant finden will zum Bearbeiten. Ja. Das wäre zum Beispiel so eine Herausforderung, eben die Flammen. Ja, keine Chance, die sind weg. Das Ist ist weg, zu hell. Okay? Ja, aber es ist, weil es Feuer ist, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Ja. Also das wäre jetzt für mich eine Herausforderung, weil der Fokus liegt leider, würde ich sagen, hier auf den Flammen. Der ist unscharf Ja, und die der ist Flammen sind nicht unscharf, ja. überbelichtet. Also
Ja, aber das kannst du halt nicht hinkriegen. Geht halt nicht. Dafür ist der Ja. Helligkeitsunterschied zu groß. Sie hat aber mit der Belichtungszeit von 1 durch 3200. Ja, Ich habe aber das eigentlich ISO-Empfindlichkeit 36.000. Ich habe aber das eigentlich eingestellt gehabt. Man hätte es, ja. Das wäre recht interessant, was mich jucken wird. ja. Das finde ich auch spannend, weil du hast ja hier die schöne Schärfe und hier die, Ja. die Die Bewegungsunschärfe. Bewegung, genau. Und dort eben nur mit der Belichtungszeit von einem Hundertstel fotografiert, Ja. so wie ich sie eigentlich eingestellt habe für solche Sachen. Mhm. Aber das ist leider auf den falschen Knopf gekommen und dann war es vorbei. Das gefällt mir jetzt auf den zweiten Blick nicht mehr so gut, ehrlich gesagt. Nö. Weil der steht einfach hier im Weg und unscharf. Ja. Ja. Ja, das wird eine Herausforderung, weil der Typ möchte unbedingt Fotos von sich haben. Und wir haben leider bloß solche Fotos. Das Okay. wird eine richtige Challenge, da irgendwie was Hm. hinzukriegen. Ja. Ja, das ginge. Ja. Und das wird mir recht gut gefallen. Ja. Und was für ein Traum uns ran, Andreas. Ha? Mir ist das gleich. Das, was du. Oder frag die Dani, welches wir bearbeiten sollen. Ach nee, das ist einfach zu unscharf. Sonst nehmen doch das mit dem Ring. Da ist ja die Springerin, die Turnerin. Ja, ist das, ja. Ach, dann probieren wir das einfach. Also ich mache das mit Lightroom. Ich habe mich zwar immer geweigert, da mit Lightroom zu arbeiten, wegen dem Abo-Scheiß, aber du kommst an Adobe irgendwie fast nicht mehr vorbei. Ja. Gut, wenn du das im Lightroom-Katalog nicht drin hast und das so öffnest, dann wäre ich eher auf Photoshop gegangen. Dann wärst du in Camera Raw gelandet. Okay. Und da haben wir noch mal Ist vom Bedienen her vergleichbar mit Lightroom. Sind wir im Lightroom, ist doch egal, können wir auch so machen. Also Photoshop kenne ich mir gar nicht aus. Überhaupt nicht. Ja, Photoshop 2024, oder? 24, genau. Also Photoshop habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Photoshop ist total irre. Dann mache ich das gleich in groß, dann könntest du das vielleicht ein bisschen besser sehen. Jetzt macht er zuerst Photoshop auf, aber startet dann den RAW-Konverter und der ist dann von der Bedienung her analog dem Entwicklungsmodul von Lightroom. Ah, okay. Ach so, okay. Ah, verstehe. Nee, du musst jetzt nicht öffnen gehen. Hier machst du jetzt erst die Entwicklung. Das, was du sonst in Lightroom machst, machst du jetzt hier in dem Camera Raw. Ah, okay. Kann man das einigermaßen erkennen von der Auflösung? Ja. Ja, also bei mir ist. Also ich persönlich würde jetzt sagen, mir gefällt der Bildausschnitt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was ich jetzt so Ja. als erstes immer mache, ist, Genau, da ist das Werkzeug für Hier. den Bildausschnitt. also hier spiele ich mich eigentlich immer. Dann überlege ich halt so, da haben wir die Zweidrittelregel und so. Mhm. Da finde ich jetzt bei dem Bild, weil es recht geometrisch ist, wäre das eigentlich toll, wenn der so ziemlich in der Mitte, glaube ich, wäre. Ja, aber ich würde dann, wenn du jetzt in die Richtung willst, also ich habe ja da so einen kleinen Monk in mir, der sagt, Okay. also Bilder gibt es nur 2 Formate, 2:3 oder 1:1. Alles andere sind keine Fotoformate. Das ist aber mein eigener innerer Monk. Okay. Und das kannst du in dieser Vorgabe, kannst das einstellen. Da müsste eigentlich jetzt, wenn du daher gehst, in der rechten Spalte, ist ja unter Freistellen, gibt es ja Vorgabe. Nee, da. Nee, nochmal auf das Freistellen-Werkzeug. So, und da ist doch frei, es steht ja frei. So, da. Ah ja, okay. Jetzt klickt man da drauf, weil ich nutze, da ist Ah. 1:1. Dann gehst du auf 1:1. Okay. Ja, und dann kannst du das so machen. Oder du sagst 2:3 und gehst ins Hochformat. Okay. Aber wegen dem Schriftzug Zirkus und so weiter, würde Ja. ich jetzt eher zu 1:1 tendieren.
Und das ist das typische Instagram-Format, gell? Was mit Instagram da keine Probleme hast. Genau, 1:1 oder 4:5. Okay. Aber 4:5 ist halt ein total verkrüppeltes Format. Jetzt wollte ich schnell schauen. 4:3 ist so die PAL. Gut, jetzt hochkant, okay. Und dann 16:9. Ja. Na, 16:9. Ja, gut, jetzt auf dem Kopf Daneben stehen. ist ja dieser Button mit dem Drehen. Ich glaube, da kannst du dann das Format Mhm. drehen. Drück mal da drauf. Ja, siehst du? Kannst Okay. Ich würde es aber aufziehen, dass du wirklich die Schon, volle gell? Höhe hast. Und halt so jetzt verschieben, dass die zweite Person nicht zu sehen ist. Ja, gut, das Genau so. so glaube ich, schaut es recht gut aus. Ja. Genau, und hast du die genau in der Mitte. Gut, kann man sich jetzt drüber streiten, ob mittig oder nicht, aber Ja, ich würde es halt so. Ja, oder man könnte gucken, ob man das Trampolin in die Mitte setzt. Kannst du noch ein bisschen rüberschieben, ob das besser aussieht? ich würde jetzt erstmal versuchen, schauen wegen der Waage. Ja, dann würde ich es aber jetzt noch nicht schneiden. Würde ich das abbrechen? Gehst du auf. Ne, einfach irgendwo anders hinklicken, du bestätigst ja jetzt nicht. Oder drück mal Escape-Taste. Ach nee, du hast ja einen Apple, da hast du das nicht. Ah ja. Genau, jetzt geh mal oben. Ist gut, das ist bei mir sieht jetzt genau StreamYard da drüber. Über dem Freistellen-Werkzeug auf das Werkzeug gehen. So, genau. Ja, draufklicken. So. Und dann ist da unten Geometrie. Geh mal bitte auf Geometrie. Ah ja. Okay. Genau, da kannst du als erstes mal auf A gehen. Also er sagt, das erste Zeichen sagt dir zu sagen, ist jetzt nichts. A wäre eine automatische Ausrichtung. Ah, okay. Ja. Das nächste wäre nur horizontal, nur vertikal und alle Richtungen ausrichten. Und das allerletzte wäre dann, dass du Hilfslinien zeichnest und dass es sich danach richtet. So, Hilfslinien hättest du eigentlich jetzt nur die Chance, diesen Pfeiler da, der am rechten Rand ist, den zu nutzen. Den da? Und ein bisschen zu pokern und zu sagen, okay, und ich nehme auf der linken Seite einen von den Falten von den Vorhängen und hoffe, dass die gerade hängen. Ja. Dafür müsstest du aber ganz rechts das Werkzeug nehmen. So, und jetzt klickst du auf einen von den Balken drauf, von diesem Träger. Bisschen höher. Genau, klick mal da drauf, dass du mittig drauf bist. Bisschen rüber noch. Nee, weiter rüber. Nee. So, und jetzt kannst du den halt so drehen, dass du parallel mit dieser Linie zu dem Balken bist. So, loslassen. Das wäre deine erste Hilfslinie und dann kannst du das gleiche nochmal mit einer von den Falten machen auf der anderen Seite. Dann nehmen wir so eine Vorgenfalte einfach mal. Oder da unten ist noch dieses kleine Geländer, was ja horizontal ist, dass du das nimmst. Tiefer, weiter links, tiefer. Da, stopp. Stopp, das, halt. Nee, daneben. Da ist doch den nach rechts, da, der nach oben geht. Der graue Strich, der da ist. Also den hier. Nee, nicht den, daneben den. Den hellen Baum, den. Okay. Da draufklicken und den nehmen. Ja. So. Überzeugt mich jetzt nicht ganz so. Würde ich lieber auf die Automatik gehen. Schon, gell? Ja. 5 Minuten und schon was gelernt. Das ist Aber das war ja das Ziel. ja, irre. Jetzt gehen wir da auf 1:1 und verschieben das. Ja, da ist ja schön aus dem Bild raus. Ja, und du kannst jetzt überlegen, ob du das Trampolin mittig machst oder die Springerin. Genau. mittig. Jetzt überlege ich gerade, ob ich so einen Mittelwert schaffe. Also ob jetzt. Nee, dann würde ich, also entweder oder. Also ich würde nicht, so einen Mittelwert finde ich doof. Weißt du, wie ich meinst, so hätte ich von jedem bloß. Naja, nee. Muss ich eins von beiden entscheiden. Ja. Ich denke, ich würde die definitiv das Springerin nehmen, die Turnerin nehmen. Ausnahmsweise, genau, das Hauptmotiv hätte ich gesagt, ja. Genau, dann musst du jetzt Enter drücken, dann müsst ihr das übernehmen. Schick dann doch kannst dem du Andreas jetzt- das Bild. Genau. Hm?
Was? Ich soll dir das Bild schicken. Du, Andreas, Nee, wenn du es so wenn gut du es kannst, selber machst, lernst du mehr, als wenn ich es jetzt mache. Das sind bei mir 5 Klicks, wo du hinter sagst, Mist. was hat er gemacht? Jetzt habe ich gedacht, ich hätte einen, der das für mich macht. Nee. Aber du willst es ja lernen. Also es ist einfacher, wenn du es selber machst. Ja? Jetzt So, haben was wir ich hier, dann immer als Erster auch mache, ist halt das Farbprofil mal durchzuprobieren. Ich bin inzwischen so weit, nee, du brauchst nicht auf die Werkzeuge. In dem Werkzeug ist es richtig. Das oberste steht jetzt bearbeiten und dann steht Profil. Da steht Adobe Farbe drin. ja, Da klickt man drauf. Und, genau, ich hatte mir das, ich habe mir die Nikon-Dinger oder die Kamerasachen eingeblendet. Aber du kannst erstmal mit den Adobe-Sachen einmal durchklickern, einfach mal gucken, wie die sich verändern. also du hast für Nikon so eigene LUTs praktisch, so eigene, Nee, die kommen irgendwo mit, die sind halt in der Kamera mit drin und die werden mitgeliefert. Und das heißt, die okay. werden als Kamera dann angezeigt. Ich weiß aber jetzt gerade auswendig nicht, wie ich die mir eingeblendet habe. Es kann sein, dass man also durch Suchen siehst du die und dann kann man irgendwie sagen, dass die mit angezeigt werden. Okay. Müssen wir schauen, ob ich es rauskriege. Gut, das wäre jetzt monochrom, das wäre nicht so dolle. Also man könnte jetzt kräftig hier machen, das könnte interessant sein. Ne, ändert sich wenig. Der Boden ändert sich ein bisschen ins. Ja. Also hier der Bereich. Ja, genau. Landschaft, Porträt, Standard. Ja, da fand ich das kräftig aber wieder besser. Schon, gell? Ja. Wobei ein bisschen Zeichnung in dem Vorhang weggeht, weil. Geh nochmal auf Standard, bitte. Ja. Ich glaube, lass das besser mal. Da hast du ein bisschen mehr Zeichnung in dem Vorhang drin. Mhm. So, und jetzt ist auf dem nächsten sofort richtig mit Lichter. Und ich mache es meistens so, dass ich als erstes mal, ja, Kontrast kann man sich hinterher nochmal angucken. Belichtung würde ich im Moment auch noch nicht anpacken. Ich würde als erstes erstmal die Lichter gucken. Okay. Meistens ziehe ich die ein bisschen runter. Würde ich jetzt Ich hier auch mache das erstmal immer machen. von oben nach unten durch. Ja, aber nee, brauchst du jetzt noch nicht. Ich mache die Belichtung erst hinterher, wenn ich dann nicht dahin komme. Ja, und wenn jetzt die Lichter ein bisschen, also mehr als 80 würde ich nicht machen, sonst fängt es an zu rauschen. Ah ja. Aber du siehst, guck mal, wie viel da noch in dem Vorhang drin ist. Hier, gell? Ja. Ja. Und die Kanten Und alle jetzt musst du dann ziemlich natürlich die Tiefen wieder ein bisschen hochholen. Ja, kannst du. Ja, so krass würde ich jetzt nicht unbedingt. So, ja. Muss man halt ein bisschen ausprobieren. Die Fall würde ich ein bisschen wieder zurücknehmen, vielleicht so auf 80. Ja. Dass man so ein bisschen den Kontrast hinten vom. Genau. Jo. So, und dann musst du jetzt bei Weiß und Schwarz nochmal gucken. Also Weiß würde ich jetzt definitiv erhöhen. Ich lerne da heute richtig was, das ist ja irre. Oh, zu Ja, krass. nicht zu viel. Du musst halt jetzt gucken, dass du nicht zu viel wieder kaputt machst. Ja. Häufig gehe ich dann so auf 25, so das ist so, wo ich als erstes mal probiere. Plus 25 bei Weiß. Jetzt bist du bei minus 100. Okay. Und dann kannst du mal so ein bisschen hin und her bewegen, wo du dann sagst, okay, so gefällt mir das dann. Also ich würde halt schon irgendwo so Richtung 20 würde ich halt schon gehen. 20. Ja, aber dann wird es hier ganz schön rauschig. Erkennt man jetzt, glaube ich, nicht so, gell? Ja, aber das können wir hinterher noch abdunkeln. Okay. So, und dann würde ich jetzt das Schwarz runterziehen. Also das mit dem Rauschen sehe ich nicht ganz unbedingt so, aber das ist ja, dann wird das jetzt wieder wird's dunkler. Ja, Siehst du? genau, ja, jetzt hat. Und dann musst du halt gucken, wie viel du dann da haben willst. Okay. Aber meistens gehe ich da auch so um die 20, 25. Also häufig gehe ich nicht so hart rein. Okay. Ja, da war jetzt bei mir. Aber das sind so Sachen, die ich mir so angewöhnt habe. Also das Ja, klar. So, wenn ich das habe, dann gucke ich mal, okay, ob ich den Kontrast, aber meistens gehe ich beim Kontrast nicht über 5. Das kann man mal Der Vorhang gucken. zieht voll den Blick auf sich. Ja, das stimmt, ja. Weil der so wirklich knallrot ist und lenkt wirklich auch ein bisschen ab, gell? Ja. Kontrast, sagst du?
Machen wir. Ja, manchmal, ja, nee. Ah. Wenn ein bisschen Okay. ins Plus, aber auch nur ganz bisschen. Also mehr als 5 würde ich da auf keinen Fall machen. Also im Zweifel gar nichts machen, als da irgendwie in diese heftigen Sachen reinzugehen. Ja. Ja. Und dann kannst du mit der Belichtung noch ein bisschen probieren. Da könnte man vielleicht ein bisschen noch hochziehen, aber nicht zu feste. Ja, Anjo, das merke ich auch gerade. Ich ziehe meistens erstmal runter und hoch, damit ich ja erstmal grundsätzlich den Effekt praktisch Genau, kannst du ja verstehe. machen. Ja, und da siehst du einfach, nein, also 0,2 irgendwo, also ganz minimal nur. Ist viel zu weit. Ja. So. Und jetzt könnten wir hergehen und sagen, okay, weil wir gesagt haben, okay, im Grunde der Vorhang ist uns eigentlich zu dominant. Mhm. Den könnten wir natürlich jetzt dunkler machen. Dazu müsste man jetzt auf das Maskentool gehen. Das ist das dritte auf der Leiste, genau, ein höher. Das, genau. So, und dann könntest du, jetzt müssen wir mal gucken, was er sagt, wer auswählt, wenn wir Hintergrund sagen, aber wahrscheinlich werden wir auf Farbbereich gehen müssen. Klick da mal drauf. Oh, nee. Ja, macht er alles. Das kannst du vergessen. Die kannst du mal wieder löschen. Gehst du auf die Maske oben. Maske 1. Da sind die 3 Punkte und da kannst du dann sagen, löschen. Nee, auf die Maske 1 nochmal draufklicken. Auf den Text Maske 1. Ah, ja. Oder da kannst du Maske löschen. Okay. So, jetzt müssen wir da. Unten ist jetzt Bereich. Bisschen tiefer. Nee, tiefer. Ja, jetzt war es zu weit. Da ist Bereich. Ah ja, hier. Ja. So, und dann mal da gucken, dass wir dann sagen, gibt es da Farbbereich. Also Also bisher mit diesen Farbmasken noch nicht. Hochformat Anjo wäre auch mein erster Impuls gewesen. Aber wir probieren es jetzt im 1:1 wegen Instagram. Weil Instagram hat eigentlich das Format. Ja, wir können es uns auch nochmal, genau, Farbbereich. So, und dann kannst du jetzt einfach in diesen lila Ton reingehen. Anklicken, hat er das genommen? Er hat das, glaube ich, nicht genommen, oder? Er hat nicht genommen. Ja, jetzt hat. So, jetzt ist natürlich dummerweise die Maske auch, aber das sieht schon mal gut aus. Okay. So, und jetzt kannst du ja zum Beispiel hergehen, jetzt die Belichtung runterziehen. Ja, Ach, kannst das du ist ja wie damit Color Grading. Das ist wie bei den Videosticks. Ah, Ja. okay. Ah, verstehe. Okay. So, und damit ist er jetzt ja gar nicht mehr so dominant. Aha. Das gefällt mir, weil der Stern unten jetzt wieder strahlt. Ja. Das Einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen stört, ist das Lila da in dem Boden. Aber jetzt gehst du auf Hinzufügen. Da unter der Maske steht ja Hinzufügen. Da klickst du jetzt drauf und sagst nochmal Farbbereich. Farbbereich. Und klickst jetzt da unten in das Lila nochmal rein. Und jetzt können wir wieder hergehen und mit der Belichtung schauen, zum Beispiel. Genau, jetzt weiß ich nicht. Ja, das hat er jetzt irgendwie nicht richtig genommen. Weil du siehst, er hat oben den weggenommen. Er hat das mit Hinzufügen, hat er nicht geschnallt. Ah. Ja, dann machen wir eine neue Maske. Gehst auf Plus. Oben auf das blaue Plus. Nee, geh oben auf das blaue Plus. Machen wir jetzt einfacher. Und sagst Farbbereich. Und jetzt nochmal. Nee, hat er nicht. Ja, nochmal. So, und jetzt. Nee. Sag mal, manchmal spinnt der scheiß Apfel. Ja. Gut, ich spare mir jetzt das Apple-Bashing. Jetzt. So, jetzt. Jetzt klickst du nochmal auf den Vorhang.
Da habe ich jetzt eine helle Stelle eigentlich genommen. Ja. Okay, So, und jetzt kannst du die Belichtung halt wieder runterziehen. Zu jedem. machen wir das wieder schön. Vielleicht nicht Und jetzt zu kannst du es krass. halt so, kannst du die halt beide unabhängig voneinander, was eigentlich auch ein gewisser Vorteil ist, jetzt kannst du nämlich beide unabhängig voneinander bearbeiten. Okay. Ja, aber das sind jetzt zwei unterschiedliche Masken. Okay, aber eigentlich wollten wir das da unten wegmachen, ja? Nee, ist ja, das ist ja die Maske 1. Wenn du auf Maske 1 gehst, das ist ja das da unten. Da ist ja der Punkt drin. Ah ja, okay. Ja, der nimmt noch so ein bisschen aus dem Vorhang mit, aber das ist ja okay. Ja. Okay. Ja. Du, ich lerne richtig was, brutal. Der Andreas bringt mir das jetzt bei. Das Problem ist, dass der Winkel schlecht ist zum mittleren Hintergrund. Ja, Ja, symmetrisch wäre es natürlich toll gewesen. ja. Dann können wir die jetzt mit der Maske eigentlich abschließen, oder? Genau. Was jetzt du nicht siehst, das sind da die kleinen Sensorfleckchen. Die mache ich dann eigentlich immer mit dem Pflaster weg. Okay. Wobei es Ja, auch da manchmal krieg ich nicht klappt. mit- Also manchmal. Und da kriege ich einfach die Krise. Das mache ich lieber in Photoshop. Aber Ja. Also in Photoshop. in Photoshop, da geht das. Mir geht es da besser von der Hand, weil ich dann nicht diesen automatischen Auswahlbereich habe und so weiter. genau. Aber Genau, der nervt mir, weil der nimmt dann irgendeine Auswahl und dann habe ich Genau. noch mehr Flecken drauf. Ja, in allen genau, Farben. dann. Ich meine, wir haben es jetzt nicht perfekt, aber wir haben jetzt mal was, damit du weißt, wie man was machen kann. Ja, Dann sag doch jetzt einfach mal öffnen, dann landen wir in Photoshop und dann zeige ich dir, wie das da geht. Mit dem Wegmachen. So, später versuchen. Genau. So. Als erstes mache ich es immer so, dass ich mir eine leere Ebene darüber mache. Das halt, ich versuche möglichst lange non-destruktiv, dass ich halt das Originalbild erhalte, das mir nicht kaputt mache. Okay. So, und da oben, ja, ich habe das Streamer-Zeichen da jetzt drunter. In der oberen Leiste, wo Teilen steht, daneben müsste ganz genau das Fenstersymbol, was da ist, klick mal da drauf. Ne? Da, genau. Da müsste es Fotografie geben. Geh mal da drauf. So, und dann klick mal oben auf den Navigator. Genau, da, ja. So, dann siehst du nämlich das Bild und dann weißt du halt ungefähr, wo du bist und hast da auch gleichzeitig den Zoom. Es gibt wohl auch eine Tastenkombination, aber ich kann mich an diesem Thema Tastenkombination nicht so dran gewöhnen. Also du kannst auch immer auf diese Dreiecke klicken, dann es gibt so vorgegebene Rastungen von Photoshop, die nutze ich eigentlich immer. Okay. Ja, wenn du da auf die haben wir jetzt größer, geh mal ruhig auf 100%. Weil wir wollen ja da die Retusche machen, dann will ich auf 100% gehen. Nee, wenn du zweimal draufklickst, geht er auf. Hier. Jetzt wird er auf 200% gehen. Jetzt klickst du nochmal auf den einfachen, dann geht er auf 100%. Nochmal, klick mal. Nochmal. So, jetzt ist er aber 100%. Ah, okay. Und jetzt kannst du, wenn du die Leertaste drückst, drück mal die Leertaste mit dem Mauszeiger im Bild. Und jetzt kannst du dann ist die Hand da und jetzt kannst du das Bild verschieben. Das ist er. Verschiebt aber nur die Anzeige. Warte mal, ich werde gerade hier vom Hund angemault. Glanzi, grüß dich, servus. Nein, Du, ich jetzt krieg da gerade eine Einführung in Photoshop. Total cool. Ja, so. Genau, bei die Funktion habe ich schon gesucht. Ja. Das kannst du natürlich auch jetzt in diesem Fenster oben machen, bei dem Navigator. Da siehst du ja so ein rotes Kästchen. Ja. Das kannst du jetzt da auch hin und her schieben. Das ist die gleiche Ist ja Funktion. perfekt. So, und Also jetzt hast du das da war deine Punkte. Das war bei Und da ist Photoshop. jetzt auf der rechten Seite ist so ein Pflastersymbol unter der Pimpette. Rechts, links, nicht rechts, links. Rechts, links, Schwäche. Links. Ah, Das ja. ist das Bereichsreparaturpinsel. Den nutze ich eigentlich das meiste. Ah, okay. So. Gute Nacht. Die Dani ist schon wieder krank. Ja, Bereichsreparaturpinsel. Drücke da. genau. So, jetzt müssen wir aber erst noch eben eine neue Ebene hinzufügen. Jetzt gehst du Ah, oben ja, auf genau. Ebene. Neue Ebene.
Oben in der Menü, nee, noch eine Höhe in der schwarzen Leiste. Genau. Neu. Eben einfach neu. Ebene. Ebene. Genau. Jetzt erzeugt er dir eine weiße Ebene ohne irgendwelche Inhalte. Die kannst du jetzt sagen, Retusche, würde ich die nennen. Wo Ebene 1 steht, schreibst du einfach Retusche rein. Schreibe es auf Französisch. Ist ja egal. So, und die ist jetzt auch markiert, das siehst, erkennst du an dem weißen Rahmen da drumherum. Ah ja. So. Und jetzt kannst du mit deinem Werkzeug jetzt auf diese Punkte gehen, die du wegretuschieren willst. Das Okay. Werkzeug ist aktiv. So, und die Größe von diesem Werkzeug kannst du jetzt über die Ö und die Hashtag-Taste größer und kleiner stellen auf der Tastatur. Oder sind das beim Apple andere Tasten? Also beim PC sind es Ö und Hashtag-Taste. Ja, da kämpfe ich mich gerade. Ups. Ja, Glanzi, also Lightroom ist für mich auch komplett Neuland. Machst Ah, du das ja. jetzt klein? Genau. So. Okay. Okay. Oder so, mach mal deutlich kleiner. Der muss nur so ebenso groß sein wie das Ding, wie das. Mach mal kleiner. Der ist viel zu groß. Ich kämpfe gerade. Nee. Also bei mir ist es Ö. Bei Ö macht er nichts. Bei Ü macht er. Bei Ü, bisschen okay. Aha. Geht noch kleiner ruhig. Herrschaftszeiten. Kleiner kriege ich es jetzt hier gar nicht. Okay, ja. So, Da wenn muss du ich mal jetzt da schauen draufklickst- wegen dem Tastaturlayout. Ja. Jetzt drücke ich da einfach mutig wie bin drauf. Ja, genau. Klick mal. Er macht. Du bist auch wieder auf einem anderen Werkzeug. Du bist wieder mit der vollen ich hab Größe. die Sonst gehen wir da oben, wo die 200 steht. Da kannst du das auch manuell verstellen. Weil ich weiß nicht, warum man das bei dir jetzt. Logisch. Nur es ist einfacher, wenn man das hinterher über die Tastatur weiß. Ja, die Shortcuts, ja. Ja. Und dann ist es schneller. So, und er muss inhaltsbasiert. Und du musst da den Haken machen, alle Ebenen aufnehmen. Der fehlt noch. Oben in der grauen Leiste. Bisschen weiter nach rechts. Da, stopp, den Haken setzen. Also wir malen jetzt praktisch auf so einer Klarsichtfolie rum. Auf einer Klarsichtfolie rum. Und wenn du die ausblendest, dann sind die Flecken wieder da. Weil das hat auch den Vorteil, wenn du dich vermalst oder irgendwas falsch machst, Ja. 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 kannst du im Radierer einfach die Stelle wieder korrigieren, dann ist das alte wieder drunter. Ist doch perfekt. Und viel besser wie in Lightroom, weil Lightroom hast du dann deine 2 Punkte. Ja. Und dann wählt er wieder irgendwas anderes aus und auf einmal hast du da die rosa Farbe vom Vorhang im Schwarzen. Genau. Also das hat mich schon. So, und wenn du das nächste Werkzeug nimmst, was da drunter ist, das ist dann, dass er so eine generative Ersetzung macht. Okay. Jörg, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Habe mich total gefreut, dass da was, gell? So. Entschuldigung, Andreas, was ist dran? Ja, kein Problem. Also das sind im Grunde von dem, wo du jetzt bist, die nächsten 3, die da drunter sind, sind alles Werkzeuge, mit denen du solche Korrekturen machen kannst. Okay. Ja, Da habe ich das Problem gehabt, weil das habe ich schon probiert. Reparatur. War das die Reparaturpinsel? ja, da gibst du ihm auch einen Zielbereich vor. Da musst du Genau. fährst du irgendwo hin, drückst die Alt-Taste und klickst hin und dann holt er sich von da die Information. Okay, mit der Alt-Taste. Das habe ich nicht Ja. auf die Reihe gekriegt. Ja, beim PC ist das die Alt-Taste. Jetzt weiß ich wieder nicht, was beim Mac ist. Ich bin ja eingefleischter PC-User, von daher. Aber normal meckert er und sagt dir, was du nehmen sollst. Genau. Wahltaste. Wahltaste. Aber das schaut doch schon super aus, oder? Ja. Wobei ich halt lieber, wie gesagt, mit diesen Dreiecken arbeite, über die Standardgrößen halt arbeite. Okay. Und ich Ja, glaube, passt. die Taste 0 ist, dass du auf Vollansicht, also auf diese
Ansicht gehst, dass er dir das ganze Bild anzeigt. Klick mal auf 0. Wo meinst du jetzt? Einfach auf 0. Schlaf gut, gell? Auf dem Ziffernblock. Ne, macht er nicht. Warte. Steuerung 0, also Command und 0 ist das dann wahrscheinlich. Ah. Ja. Und wenn du auf Command und 1 gehst, macht er 100%. Ja, dann kannst du halt relativ einfach über die Tastatur da hin und her wechseln. Ja, das musst du aber machen. Also wirklich wegen dem Workflow. Wenn es die raus hast und wenn es in Fleisch und Blut übergeht, dann. Ja. Also, Ja, und ich habe für solche Sachen, weil ich dann bestimmte Makros dahinter liegen habe, habe ich hier das Loop-Deck hier stehen. Wie heißt das? Loop-Deck. Der Glanzfilmfabrik schreibt gerade in Photoshop auch nur die KI-generative Füllung bisher ausprobiert. Ja, da haben wir auch schon rumgespielt. Ja. Also ich finde das zum Beispiel praktisch, wenn ich jetzt das Bild habe und da war vorhin der Typ und jetzt will ich sagen, ich will es aber jetzt 16:9 haben, dass ich noch was dranhängen praktisch. Ja. Muss aber ganz ehrlich sagen, es braucht schon viele Versuche, bis da wirklich einigermaßen was dabei ist. Also manchmal macht er schon ganz gute Sachen. Ja, das Problem ist halt auch noch, wenn du so wie bei dem den Hintergrund auch scharf hast, kannst du eigentlich das immer nur über Rechtecke erweitern, die 1000 mal 1000 Pixel haben. Weil diese KI ist im Moment auf diese 1000 mal 1000 Pixel optimiert und sonst wird die Erweiterung unscharf. Weil normal halt gerade den Übergang. Normal könnte ich jetzt hergehen und könnte einfach sagen, pass auf, wir hängen jetzt. Nee, das musst du anders machen. Jetzt gehst du auch über das Freistellen-Werkzeug. Ach ja, genau. Okay, das war. Wie komme ich da wieder zurück? Klick einfach oben in die Vorschau, in diesen Navigator. Einfach mit dich reinklicken. So, und da ist ja jetzt ja das 4. Werkzeug von oben, das 5. auf der rechten Seite. Ist ja wieder das Freistellen-Werkzeug. Links. Ach, ich habe heute Rechts-Links-Schwäche. Hier. Ja. Okay. So, und jetzt ziehst du einfach. Und dann hast du oben halt auch wieder bei den Verhältnissen, kannst du wieder die Verhältnisse eingeben. Oder ziehst es einfach frei. Ich ziehe das jetzt einfach mal genau so. Ja, genau, so. Probieren wir es mal. So, und jetzt hast du. Genau, jetzt hast du oben vergessen, da steht Hintergrund Standard. Da hättest du eingeben müssen. Da klick mal drauf und da gibt es generatives Füllen, generatives Erweitern. Zustimmen. Okay. Und wenn du jetzt auf Enter drückst oder auf den Haken oben in der Leiste, dann müsst ihr dir das machen. Ach, den Haken, genau. Den habe ich ewig gesucht. Ich denke, warum geht das nicht? Warum geht ja, das oder nicht? Enter. Das ist echt oft so ein kleiner, blöder Haken. Ja? Und du bist ewig am Rumsuchen. So, ja klar. Das möchte es aber nicht. Ja. Gut, jetzt kannst du das Fenster zumachen, genau. So, und jetzt kannst du einfach auf ein anderes Werkzeug gehen und dann. Nee, du bist jetzt in dem Werkzeug noch drin. Okay. So. Jetzt macht er eine neue Generierung. Also das ist jetzt. Ja, das war jetzt wegen dem Tutorial, glaube ich, was er da gestartet hat. Ja. Warum nimmt er das jetzt nicht weg? Das war irgendwie doof. Ach, jetzt hat er es da hinten gemacht. Egal, machen wir. Zack. 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 Da ist aber. Ja. Irgendwie hängt da noch ein Fenster vor. Das Ding da, ja, das ist irgendwie, glaube ich, jetzt ein bisschen verpackt. Kannst du irgendwie in der Taskleiste noch irgendwas sehen, ob da noch irgendwas auf ist? Ne. Ist ja doof jetzt. Da hat jetzt irgendwie, ja. Das ist genau das Fenster von der blöden Werbung. Genau.
Klick mal oben rechts in der Ecke irgendwie rum, von dem Fenster, von diesem kaputten Fenster da. Da irgendwie, das da, nee, aber das Werkzeug noch aktiv. Also das heißt, du hast das gar nicht im Vordergrund. Ist ja doof. Ja, jedes Programm hat halt auch mal Bugs, gell? Ja, das ist jetzt das Verschieben-Werkzeug. Nee, das ist gar nicht zum Auswählen. Nee. Oder sieht man, nee, aber über Fenster. Jetzt hat das weg. Ah, guck mal, da ist es doch. Kriegst du das ausgewählt jetzt, das Graue? Guck mal. Wenn du da sagst, also Windows hätte ich jetzt gesagt, das rechte Maustaste und schließen. Ja, genau. Stimmt. Oh Ja, Mann. vielleicht ist ja ein Apple-Spezialist hier, der uns sagen kann, wie man das Programm beendet. Also wie man das Fenster schließt. Ja, Anjo, mit der Fotobearbeitung ist so ein zweischneidiges Thema, das stimmt schon. Aber wenn man so eine Fotobearbeitung top hinkriegt, ist das eigentlich auch Kunst, weil du musst auch sehr viel lernen und können, finde ich. Nee, ich krieg's nicht weg. Ich krieg's nicht weg. Aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm, weil ganz ehrlich, Andreas, jetzt habe ich so viele Sachen gelernt gleichzeitig. Ja. Sonst wird das, glaube ich. Ach, schau da aber die Grundelemente, klar. Und dann gehe ich darauf auf Fotografie. Ja. Und das Ding hinten, das ist Gold wert, weil ich habe immer versucht. Ja. Ja. Mhm. Und dann mal das teilen, oder? Nee, würde ich jetzt nicht auf Teilen gehen. Du sagst einfach Datei speichern und dann speicherst du das weg. Ah, okay. Weil mit Teilen würde das dann in der Cloud speichern, das willst du ja gar nicht. Ach so, stimmt. Dann hast du Speichern oder Speichern unter. Wie gesagt, Photoshop eigentlich jetzt so ziemlich das allererste Mal. Ja, ist das okay. Okay. So, dann kannst du es zumachen. Ach so, klar. Aber das Bild ist hartnäckig, schau. Ja. Wahnsinn. Scheiße. Das Coole ist, ich kann mir das Ganze ja dann noch mehr anschauen. Ja. Ja, wir können halt gerne das regelmäßig machen. Wenn du sagst, okay, dieses oder jenes will ich haben oder das, erklär mir das, dann können wir das entsprechend machen. Ja, Photoshop und eine Lightroom macht halt viel automatisch, gell? Aber Photoshop, da musst du es wirklich drauf haben. Ich finde das mit dem Color Grading so cool, dass du wirklich die Farben auswählen kannst. Das kenne ich aus den Videos von DaVinci, was eigentlich so recht stark ist mit dem Color Grading. Und da Aber das, was wir jetzt gerade in dem Camera Raw gemacht haben, funktioniert genau so in Lightroom. Okay. Das ist in dem Entwickelmodul, das funktioniert analog, ist genau das Gleiche. Das ist praktisch so eine Vorstufe, bevor du in Photoshop reingehst, kommst du in so ein... Genau, das ist der RAW-Entwickler, das ist das gleiche Modul. Okay. Und das, was du da halt dir angeeignet hast, also das im Grunde kannst du, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt was in Lightroom, Ja. sind das die gleichen Schritte. Genial, genial. Da muss ich dir auch mal was beibringen, Andreas. Ja, werden wir schon irgendwas finden. Na, hoffentlich. Ja. Ja, perfekt. Jetzt muss ich nur noch davon überzeugen, dass du auch das Jahresprojekt mitmachst. Ich habe keine Disziplin bei sowas, glaub mir's. Ich habe keine Disziplin. Bin da ganz schrecklich. Jetzt ist die Dani schon ins Bett gegangen. Das musste die Dani dazu motivieren. Ach so, Manns. Vielleicht hat die ja Bock da drauf. Ich glaube, die ist genauso disziplinlos wie ich. Ein ganzes Jahr. Irre, irre.
Das sind doch bloß 12 Bilder. Naja, aber du musst da 12-mal hingehen, 12-mal die gleiche Stelle, 12-mal die gleichen Einstellungen. Dann Ja. hast du vielleicht mal doch keinen Bock nicht und dann, ja, dann machst du bei einem Foto nicht. Dann ist das ganze Jahr. Nee, das ist halt das, wo du dir Anfang des Monats musst überlegen, wann hast du überhaupt Zeit dafür. Ja. Und dann planst du das halt ein. Ich muss es Hausrunde noch fertig machen. Ja. Habe ich auch noch nicht geschafft. Also ich hatte das auch mal, dass ich dann irgendwie zugange war oder dann, dass meine Frau dann noch sagt, hör mal, hast du dein Monatsbild schon gemacht? Ach, du darfst dir das deiner Frau nicht erzählen, weil die merken sich sowas. Ja, aber nee, das ist bei uns so eine. Nee, die weiß das alles, was ich fotografiere und so weiter. Also, nee. Okay. Meine würde sagen, ach, heute nervt er wieder. Musst du nicht irgendwo was fotografieren? Hast du nicht irgendwo einen Termin oder so? Ja, guck mal. Ah, super. Dann schickt die dich zu deinem Monatsbild, dann hat sie dann schon mal eine Stunde Ruhe. Genau. Jetzt wollte ich bloß noch mal kurz was nachschauen. Und zwar, ich schalte mal ganz kurz um. Jetzt pass auf. So, jetzt pass auf. Nicht das Falsche zu machen. Und zwar. So, hier, das berüchtigte. Instagram. Ja. Ich finde das immer Katastrophe. Ich check das Instagram oft nicht. Ich glaube, für die meisten Leute übersehe ich die ganzen Fotos. Okay. Weil du musst da bei Instagram, damit vom Lichtset zum Beispiel, ein richtig geiles, Hm. du musst ja immer alles runterscrollen. Ja, also in die Richtung habe ich es dann auch noch nicht verstanden. Was? Und dann ist die Frage, wie weit scroll ich runter? Und dann übersehe ich die meisten wahrscheinlich Irgendwann Leute. kommt da so eine Trennlinie, wo dann drin steht, okay, du bist jetzt aktuell, du hast alle vorhandenen gesehen. Ach so? Ja. Wow. Ja. Ach ja, wir haben Schnee. Seit heute haben wir Schnee. Morgen minus 15 Naja, Grad. so ein bisschen war bei uns auch, aber Habt ihr auch Schnee jetzt gekriegt? ja, so ein ganz bisschen. Okay. Was schon, dann denken wir immer, mein Gott, wie weit soll ich da runterscrollen? Ich möchte auch keinen übersehen, vor allem, ich möchte auch die Fotos anschauen, weißt du? Aber Instagram ist das so Ja. beschissen aufgebaut, was das angeht. Ja, Oh, einen Eisvogel haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? ja. Aber so viele tolle Fotos. Du hast ja mehrere Instagram-Accounts, gell? Ja, ich habe die jetzt mal getrennt, um einfach, ja, ich versuche halt Models auch darüber zu kriegen, was ja trotzdem schwierig ist, aber wenn du die anschreibst und hast dann so einen Mix zwischen Hm. Landschafts- und Naturaufnahmen, dann Oh ja. habe ich ja doch mit der Cosplayerin da viele Geschichten. Ja. Und dann gehen halt die Porträtaufnahmen unter und deshalb habe ich das Ja. auf 3 Kanäle aufgeteilt jetzt im Herbst. Mir geht es ja mit dem YouTube-Kanal so, gell? Weil ursprünglich war es seriös gedacht, dann habe ich viel Blödsinn gemacht. Jetzt ist es natürlich schwierig, wieder ins Seriöse zu kommen, weil die Leute natürlich auf den Kanal schauen. Ja. Aber wieder ein Kanal von null. Ja, also bei YouTube ist das natürlich noch schwieriger als bei Instagram, ne? Ja. Jetzt wollte ich da schnell was zeigen, weil ich habe das so witzig gefunden. Irre. Pass auf. Oder auch den Chat, aber der, glaube ich, schläft. Anjo, ja, danke fürs Zuschauen. Gell? Wir machen es auch nicht mehr lang, weil heute ist Montag. Genau. Und zwar, das war das, wo ich das schlechte Gewissen gehabt habe mit den Kurzvideos. Ja. Ja, die habe ich noch gar nicht gemacht. Bringen die überhaupt was? Ja, die bringen was. Schau, Okay. 1500 Aufrufe. Ich stehe in der Früh auf und denke mir, ach du Scheiße, was habe ich angestellt? Die Shorts haben praktisch, du kannst aus einem fertigen Video, kannst du einen Short basteln. Aber was würdest du jetzt zum Beispiel aus den 3 Videos, die ich jetzt, da kannst du mir dann jetzt helfen, von den Ja. 3 Videos, die ich jetzt veröffentlicht habe, was würdest du als Short dann nehmen? Pass auf, da schau ich schnell rüber. Ja, da würde ich einfach, wie so, das Short hat ja bloß ein paar Sekunden. Da geht es ja wirklich bloß Ja. um ein paar Sekunden. Da würde ich einfach eine spannende Stelle raussuchen. Einfach eine spannende Stelle, wo einfach, es ist so ein Anteasern.
Also du kannst Ja. einen Short erstellen und da ist das Short dann, also wenn du das im bestehenden Video machst, wird es dann direkt auf der Video verlinkt. Und die Shorts haben eine ganz andere Aufrufszahlen. Das ist so wie TikTok. Okay. Jetzt, wenn du da wirklich was Knackiges rausnimmst, wo es sofort irgendwie zum Punkt kommt, das und das, dann drücken die Leute eigentlich relativ schnell drauf. Kann ich ja vielleicht das Video für nächste Woche schon anteasern. Da Ja, geht es um die rote Jacke, die ich da anhabe. genau, irgendwie Langzeitbericht, sowas. Langzeiterfahrung. Aber was wichtig ist, du musst dann das Short aus dem bestehenden Video machen. Wenn du ein eigenes Short machst, kannst du es nicht mehr verlinken dann auf ein Video, Ja. was du später hinzufügst. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier machen kann. Machen wir einfach mal. Nee, das müsste ich, glaube ich. Warte mal. Muss doch dann in YouTube Studio, oder? Ja, ich glaube, das geht auch ganz normal aus deinem Video raus. Da schau jetzt bloß schnell nach. Nehmen wir einfach mal das hier, machen wir in Ton leise. Wo war jetzt das? Beitrag erstellen oder Video bearbeiten. Ach, jetzt kann ich es wieder nicht erkennen da unten. Video bearbeiten war es nicht. Also manche muss ich auch schauen, wo das ist, weil ich so oft Ja. nutze die Option nicht. Nee, da war es nicht. Du kannst irgendwo aus deinen Videos, kannst du da, wie gesagt, dann einen Short draus machen. Ob das jetzt ein Clip war? Also diesem Typen, dem musst du aber auch noch anständig Deutsch beibringen. Das war ja Ja, der. KI-Sprache, der hat ja schon eine sehr, sehr unschöne Aussprache. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da auch nicht viel Mühe gegeben, weil es hat wirklich schnell gehen müssen. Weil der Christian Limanski, der Säckel, gell? Ja. Der hat mich noch richtig in Panik versetzt. Ja. Der hat mir noch SMS geschrieben. Du Markus, mit sowas macht man keinen Spaß. Sag ich, ja, ich weiß schon. Ja, es laufen schon Spendenaufrufe. Denk mal, spinnst du? Hör auf, nein. Nee, schreibt er, war nur Spaß. Oder doch nicht? Nein. Ja gut, die Spenden kannst du dann ja umleiten zu der Rickets-Drohne. Ja, aber trotzdem. Aber da mit die Clips, Ja, sonst suche ich suche gleich auf alle- nochmal irgendwo dann. ich suchte das auf alle Fälle raus, wie das geht nämlich ganz Ja. einfach. Das ist ein Klick, ist das. Ich finde es jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht auf die Schnelle. Ja. Ich glaube, das machst du sogar am Handy. Okay. Jetzt habe ich das Handy aber als Webcam. Du, ich schaue auf alle Fälle nach und dann sage ich es dir. Weil ich glaube, Ja. du kannst es am Handy machen. Wenn du auf der Video gehst, dann kannst du es als Shot. Mhm. Weil es ist praktisch, der Video hat vielleicht einen Aufruf von, sagen wir, 100 und so ein Shot, wenn du Pech hast, 1500. Und dann hast du den schönen Link gleich auf das Video. Ja. Ja. Ja, probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ja. Das ärgert mich jetzt, dass ich das nicht finde. Gell? Aber so ist es immer, wenn du live bist Ja. und spontan gefragt wirst, dann. Aber das kann ich ja diese Woche mal probieren, jetzt mit dem einen Video und dann. Ja. Also ich denke, für nächste Woche bei dem ist es nochmal interessant, um das so ein bisschen zu pushen. Weil, Ja, ich hoffe, dass da was vorangeht, weil ich finde das wirklich cool. was findest Aber du ich richtig cool? suche das raus. Ja. Na gut, dann da ich nämlich sagen, nachdem Montag ist und halb Ja. 10, 1,5 Stunden, Ja. glaube ich, war recht cool, vor allem mit den Leuten wieder mal ein bisschen ratschen. Gell? Ja. Du musst morgen früh raus, oder? Ja, ich habe aber Homeoffice morgen. Ah, okay, das ist cool. Ich war heute unterwegs, habe ein Audit gemacht und morgen ist dann Okay. Homeoffice. Jo. Also habe mich auf alle Fälle gefreut und ich werde den Kanal von dir unten noch verlinken. Gell? Ja. Und Gerne. wir hören. Ich kann ja noch ein paar Abonnenten gebrauchen. Ja, Das habe ich eben gesehen, 24 habe ich aktuell, da ist ja noch jede Menge Luft nach oben. das sind ja noch mindestens 1000 nach oben. Mindestens. Ja, Ja. Michael Knight, wir hören auf. Montag sind die Leute noch verschlafen vom Wochenende. Genau, Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. ganz genau. Wir Vor müssen allem, das nicht wenn es- wieder Ehrenwerte bis zum bitteren Ende machen. Ja, da hätte man nur 7 Stunden. Ja. Aber der letzte Podtalk war gar nicht so lang.
Ja, ich war dann zwar schon um 10:30 zu Hause, aber da hatte ich schon die Erkältung im Knochen, bin dann lieber ins Bett gegangen. Oh, ja. Wir sind auch alle am Rumrotzen und Husten. Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Ja. Gut, dann wünsche ich dir eine schöne gute Nacht. Vielen Dank, war ganz Ich spontan, euch dass auch. du reingekommen bist. Richtig geil. Ja. Der komplette Chat, ihr seid wirklich Hammer und haben mir richtig viel Spaß gemacht. Also, Gut. habe die Ehre. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao.